Grüß dich zurück zu einem kleinen Video. Klein ist gut gesagt. Wenn du mich schon länger verfolgst, wird es dich vielleicht interessieren. Wenn du den Kanal durch puren Zufall entdeckt hast und auch dieses Video, grüß dich aus der Steiermark. Und zwar, ich habe ja gesagt, ich bin eigentlich im Urlaub, aber es hat sich wie immer etwas ergeben und darauf möchte ich jetzt in diesem Video eingehen. Wie du es vielleicht am Thumbnail schon gesehen hast, es geht um Generation Zero und auch in gewisser Weise um einige Änderungen im Kanal. Ich muss offen und ehrlich gesagt gestehen, 2024, jetzt ohne die ganzen Spiele, die ich gespielt habe, etc., war für mich in puncto YouTube und Aufnehmen der Videos etwas langweilig. Ja, ich muss offen und ehrlich gesagt so gestehen und auch so sagen. Es ist heute, der 29.12. um kurz vor 13 Uhr. Genau, du hast richtig gehört. In den letzten Tagen hat es sich ergeben, dass ich aus gewissen privaten Gründen viel für YouTube machen konnte. Sei es Intros, sei es Outros, sei es Thumbnails, sei es Ideen für etwaige Spiele in der Zukunft und so weiter und so fort. Genau, ich habe ja sehr viel vorbereitet in der Zwischenzeit und in Cyberpunk zum Beispiel sind wir nun schon durch den Prolog durch. Ihr seht noch die letzten 2 Folgen, glaube ich, in Kürze. Und natürlich, nach dem Prolog wird sich auch das Thumbnail ein klein wenig ändern. Ich blend's dir mal ein. Genau. Ich habe in der letzten Zeit wieder ein bisschen Geld in die Hand genommen und habe so ein Schnittprogramm wieder neu aufgelegt, ein zweites mit anderen, wie sagt man, mit anderen Filtereffekten etc. Ich habe in puncto Magic Music Maker wieder neu aufmagaziniert und muss offen und ehrlich gesagt gestehen, ich habe einiges überarbeitet. So, das war jetzt einmal das. Wir kommen dann gleich zu einigen Punkten und auch zu Generation Zero, wo ich ja vor kurzem mal erwähnt habe, dass wir, oder ich zumindest, ja, die Geschichte komplett aufdröseln möchte. Genau, und zwar, ich habe gesagt, Spiele, die ich kenne, die ich schon durchgespielt habe etc., werden im Serienformat folgen. Also das heißt, Intro, Gameplay, Outro. Genau. Das große Problem dahinter ist, es hat sich nun ergeben, dass mir das Ganze mit all dran und drum etwaig doch mehr Spaß macht, als was ich zuerst geglaubt habe. Genau, du wirst aber jetzt dann einige Dinge sehen zum Thema Generation Zero und ich möchte das Vorwort jetzt mal lassen. Genau, wir machen es jetzt folgendermaßen. Ich habe vorhin erwähnt, Magic Music Maker habe ich neu aufmagaziniert und mit einigen neuen Dingen. Dazu in der Zukunft etwas mehr. Wir kommen jetzt mal zum alten Generation Zero Intro, das ich überarbeitet habe, jetzt vom Sound her, und die verschiedenen Dateien, die du heute zur Verfügung hast, die habe ich auch nochmal ein bisschen überarbeitet. Du siehst nun das alte Intro, das neue Intro und danach, nach dem neuen Intro, auch das kommende Generation Zero Showdown Outro. Viel Spaß damit!
It is impressive that you managed to survive this long. It is impressive that you managed to survive this long. So, dann kommen wir nun zum Generation Zero Showdown Let's Play selber. Genau. Und zwar, ich habe vorhin erwähnt, dass dieses Jahr war mir in puncto Videospiele jetzt nicht an den es lag nicht an den Spielen selber. Es gibt Dinge, da will ich mich gerne ein bisschen austoben. Ich sag's jetzt ehrlich, wie es ist. Und ich zeige dir auch gleich, in welche Hinsichten ich mich austoben will. Eins vorweg. Mit meinem Musikgeschmack, den ich so habe, müsst ihr immer rechnen. Blende ich euch ein. Das sind aus den Richtungen Genres Heavy Metal, Hard Rock, Black Metal, Post Black Metal, Shoegaze, Blackgaze, Classic, Synthwave, Blackwave. Das ist eine Mischung aus Black Metal, Shoegaze und Synthwave. Das ist also ein Dreier-Kombo. Mit denen müsst ihr immer rechnen. Wenn ihr auf mein Cyberpunk-Intro schaut, dann wisst ihr ungefähr, in was für Richtung das alles geht und hin und her und bla bla blub. Wenn ihr auf das Generation Zero Intro schaut und auch das Outro, dann wisst ihr ungefähr, in welche Richtung das Ganze geht. Genau. Das war mal das. Das ganze Let's Play im Serienformat, habe ich jetzt schon erwähnt, wird in Staffeln erscheinen. Ich habe es jetzt schon eingeblendet. Das habe ich bereits aufgenommen. Staffel 1 und 2. Scherengarten und Südküstenregion auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Das große Problem an den ersten beiden Staffeln, es ist relativ, ich nenne es mal, sehr story-fokussiert. Ich erwähne es 100.000 Mal und versuche, ohne viel zu spoilern, worauf die Geschichte oben raus will, hin will. Wirst du dann alles sehen, wirst du dann alles hören. Natürlich alles spoilerfrei. Am Ende der Südküstenregion, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, kam ich dann so zu der Überzeugung, irgendwie, es ist normales Tontaubenschießen und das ist irgendwie, ja, irgendwie fehlt da das gewisse Knackige. Na gut, am Ende der zweiten Staffel der Südküstenregion bin ich dann rüber gewechselt in den Guerilla-Schwierigkeitsgrad. Und ja, der Wechsel auf den Guerilla-Schwierigkeitsgrad, dazu kommen wir auch noch in diesem Video, hat etwas mit sich gebracht. Der weitere Verlauf machen wir es anders. Ab Staffel 3, ab der Waldregion. Ich blende dir jetzt etwas ein. Das erste, eine kleine Spielerei mit der damals 13-teiligen Serie Street Hawk habe ich mir erlaubt, etwas mit dem Intro
der Serie etwas zu unterlegen aus dem Spiel. Und dann zeige ich dir 2,5 Minuten circa etwas aus der Waldregion. Ganz am Anfang einen kleinen, ich nenne es mal auf dem Guerilla-Schwierigkeitsgrad, einen kleinen Kampf gegen mehrere Tanks. Sagen wir so. Genau. Staffel 3, kann ich dir jetzt schon verraten, ist sehr actionlastig. Komplett zum Gegenteil, was du in Staffel 1 und 2 dann sehen wirst. Gehen wir zurück auf Staffel 3. Ich blende dir das jetzt mal ein und danach reden wir mal über den Verlauf des ganzen Quatsches. An den Levelpunkten, die ich verliere, wir sind am Guerilla-Schwierigkeitsgrad. Genau. Boah! Du kleine, reidige Drecksau. Gut, wir müssen etwas anders spielen. Aha. Hier bin ich, du Warze. Boah. Puh. Halt die Falten doch jetzt ab. Bist du Moped da gezogen? Und ja, wir werden die Unterstützung brauchen in dieser Staffel. Also bitte nicht böse sein, wenn es etwas actionlastiger wird. Alter, Party. Ist das geil! Angedacht wäre ja, die Hauptgeschichte durchzuspielen und dann rüber zu wechseln in FNX Rising und Alpine Unrest. Ja. Und der Basenbau wäre erst danach gekommen. Jetzt habe ich da allerdings ein kleines Problem erblickt. Kommen wir auch gleich dazu. Vielleicht kommen wir früher zum Basenbau dazu.
Aber das muss ich mir erst anschauen, wie ich das Ganze gestalte, später oben raus. Oder vielleicht schon früher, man weiß es nicht genau. Ich muss sämtliches an angedachten Dingen überarbeiten, über den angedachten Verlauf. Da muss ich was überarbeiten. Der Basenbau wird wahrscheinlich früher kommen in das ganze Let's Play etc., weil mehrere Probleme ergeben sich durch die Änderungen des Showdown-Updates. Das heißt, ich muss meine komplette Spielweise anpassen. Das wird nämlich ganz schön scheiß teuer. Wie du siehst, wir sind hier nun in dieser einen Werkbank drinnen, wo du jetzt zum Beispiel die Waffen modifizieren kannst mit sämtlichen kleinen Kleinigkeiten, sowie Mega-Magazin, Lebensraub, wo du ein paar Prozentpunkte dazu kriegst, Schalldämpfung, leichtfüßig etc. Wie du siehst, linke Hand ist der Lebensraub, rechts sind die dazugehörigen Dinge, was das halt mehr für dich rausgibt, sagen wir es einmal so. Und die ganze Zeit schon dachte ich mir, Ethanol? Seit wann brauche ich bitte Ethanol? Keinen blassen Schimmer. Dann gibt es noch ein paar andere Dinge, die halt so irgendwie mit Titanlegierung, Wolframlegierung, was weiß ich, was da alles noch gibt, habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ist jetzt aber auch scheißegal. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, weißt du was, ich suche mir mal einige Patch Notes raus, was ich eigentlich fast nie mache, und schaue mir das mal durch. Wir schauen jetzt hinüber in Richtung einer Seite im Internet, die ich gefunden habe auf die Schnelle, um dir die ganzen Änderungen für das Showdown-Update zu zeigen. Und daraus ergeben sich dann die Änderungen für den Basenbau und so weiter und so fort. So, wir sind hier nun auf der Inside Xbox.de Seite, Generation Zero, Showdown Update für Konsolen und PC veröffentlicht. Wir gehen das jetzt schrittweise durch und wie du siehst, veröffentlicht am 13. Dezember 2024. Und zwar folgendes. Das Showdown-Update ist da. Neue experimentelle Waffen, überarbeitete Base Defense und erweiterte Skill-Progression warten auf dich. Das Showdown-Update für Generation Zero bringt aufregende neue Features wie experimentelle Waffen, überarbeitete Base Defense-Mechaniken und eine erweiterte Skill-Progression. Es gibt frische Story-Missionen und eine verbesserte Wirtschaft und zahlreiche Qualitätsverbesserungen. Na gut, das mit den Qualitätsverbesserungen lassen wir mal. Ich habe da nämlich ein paar kleine Glitches und keinerlei Bugs, die relativ witzig sind. Das neue Showdown-Update für Generation Zero bringt viele spannende Änderungen ins Spiel, egal ob du neue experimentelle Waffen freischalten, deine Base verteidigen oder deinen Charakter weiterentwickeln möchtest. Dieses Update hat einiges zu bieten. So, schauen wir mal. Und zwar, neue Story-Missionen. Das Showdown-Update bringt frische Story-Inhalte. Du wirst mit alten und neuen Verbündeten zusammenarbeiten, um mysteriöse Signale von der Insel Asfolmen zu untersuchen. Um diese Missionen freizuschalten, musst du Level 25 erreichen und die Hauptgeschichte bis zur Mission Behind the Curtain abgeschlossen haben. Sobald das erledigt ist, kannst du in einer Angriffsmission ein geheimes Hatch betreten, das zu einem vertrauten Gesicht führt. Die neue Umgebung bietet viele interessante Orte und Easter Eggs. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema, worauf ich hinaus will. Jetzt passt's auf. Die Base Defense wurde umfassend überarbeitet. Jetzt kannst du deine Basis nach jedem Verteidigungsversuch kostenlos reparieren. Finde ich sehr gut. Was die Frustration durch den Verlust von Ressourcen verringert. Zudem gibt es nun an verschiedenen Kontrollpunkten neue Gebäude, die spezielle Materialien für das High-End-Crafting produzieren. Und hier sind wir nun an dem Punkt angelangt, wo ich sage, wir müssen das Ganze früher mit hineinbauen. Sonst wird das Ganze oben raus zu teuer. Weil, wenn ich denke, diese Raketenlafetten da, was da diese Raketenwerfer-Dinge sind, was du im Video gesehen hast, die benötigen 50 Stahl
pro Dings, ne? Und das ist sehr teuer eigentlich. Jetzt zur Base Defense zurück. Zwecks High Bohrer produziert Phosphor, brauchst du. Wichtig für Feuerresistenz, Kleidung und Adrenalinspritzen. Chemielabor stellt Ethanol her, das für Stealth-Rüstung und Heil-Items gebraucht wird. Schmelzofen verarbeitet Metalle zu verfeinerten Materialien wie Aluminium. Diese Änderungen machen Base Defense taktischer und abwechslungsreicher. Offen und ehrlich gesagt, ich habe ja schon Base Defense des Öfteren gespielt und ich war ehrlich gesagt, das macht Mordsgaudi, meines Erachtens. Die experimentellen Waffen, haben wir gesagt, lassen wir für mein Let's Play beiseite. Ammo AI 76, diese Waffe kann viele Munitionsarten verwenden, was in jeder Kampfsituation anpassbar macht. Smart Gun HP 5. Mit dieser Waffe kannst du einen feindlichen Maschinenpart anvisieren und die Kugeln zielen automatisch darauf. Das hört sich nicht schlecht an, schau mal. Und Dragon's Breath Searquist, eine Shotgun, dessen Schüsse Magnesium enthalten und alles in Brand setzen, was sie treffen. Schauen wir mal, wie das oben heraus wird. Ich habe über die Steam Community, oder über Reddit, keine Ahnung, da habe ich mir einen Beitrag rausgesucht. Den möchte ich jetzt nicht einblenden. Ich möchte daraus hingehend nur erwähnen, dass ein User oder ein Nutzer von Reddit geschrieben hat, die Taktik ist, oder das ganze Basen-Dingsbums, die Base Defense etc. ist auf dem Guerilla-Schwierigkeitsgrad fast unschaffbar. Wir werden das in der Zukunft selber herausfinden. Für mich jetzt wichtig. Hier, erweiterte Skill-Progression und Änderungen an der Traglast. Das habe ich bereits, das muss ich erst probieren, aber hör zu. Die Skill-Tree wurde erweitert, sodass du jetzt alle Fähigkeiten freischalten kannst, wenn du Level 87 erreichst. Und das wird beim derzeitigen Tempo und bei der derzeitigen Menge, die ich noch vor mir habe, könnte das sogar schaffbar sein. Damit wirst du noch stärker im Kampf gegen die Maschinen. Zudem wurde das Encumbrance-System angepasst. Überlastung hindert dich nicht mehr am schnellen Reisen. Oh, und übermäßige Last verlangsamt dich nur noch, indem sie deine Ausdauer beansprucht. Lässig, Baby. Schauen wir mal, ist da das Crafting- und Wirtschaftssystem wurde überarbeitet, um das Handwerk intuitiver zu gestalten. Maschinen werfen nun Munition basierend auf deiner Waffe ab und das Recycling-System wurde angepasst. Zudem hat das N16 eine vollständige Modellüberarbeitung erhalten, um die visuellen Standards zu verbessern. Ansonsten ist dort dann nichts mehr. Und genau das ist der Grund, warum ich die Base Defense früher mit hineinnehmen werde. Genau. Ergo, da ich jetzt gerade erst mit Staffel 3 und dem, wie heißt es so schön, und der Waldregion auf dem Guerilla-Schwierigkeitsgrad begonnen habe und die Waldregion nicht viel Story bietet, was jetzt für die Hauptmission an sich oder für die Hauptgeschichte selber tragend ist, kann es sein, dass wir in der Ackerland-Region, Entschuldigung, meist nur farmen, grinden gehen und die Nebenmissionen einfach so abarbeiten. Dann können wir nämlich früher in die Waldregion und mit der Hauptgeschichte fortfahren. Denn die Hauptgeschichte geht eigentlich in der Waldregion weiter und wir werden sie dort dann vertiefen. Genau. So viel zu dem Thema. Genau, du hast jetzt gesehen, allesamt die Dinge, die wichtig sind in puncto Showdown-Update und den ganzen Storyverlauf mit dem Basenbau, bla bla bla. Und zum Abschluss des Videos gehen wir mal auf diesen Aspekt ein, den ich dir jetzt eingeblendet habe schon die ganze Zeit. Da die Geschichte des Spiels in einem Zeitraum von ca. 10 Jahren spielt und wir etwaig einiges an Storysträngen abarbeiten müssen. Therese, Pontus, Anita Sjögren, dem schwedischen Militär, der Veronica Nielsen, man kennt sie bereits aus den, ich habe sie auf dem Kanal schon irgendwo mit dem FNX Rising Update und der Geschichte rund um Celebi, ganz am Anfang in der Südküstenregion. 5 storyrelevanten weiteren Charakteren, die wir abarbeiten werden in diesem
Let's Play. Ich habe es jetzt so mit Absicht hingeschrieben. 5 weitere storyrelevante Charaktere. Es ist ein Spoilerschutz für Zuschauer, die die Geschichte noch nicht kennen, so wie der Nuka zum Beispiel. Er hat es mir in einem Video geschrieben, danke für die Geschichte. Wer meint, spoilern zu müssen, den blockiere ich. Ich muss leider aus Gründen des Spoilerns und dieses Backseat Gamings muss ich leider ein bisschen rigoroser vorgehen. Ich hab's bei vielen größeren YouTubern ja schon bemerkt und die das auch ein bisschen, wie sagt man, ja, beklagen. Ich nenne es jetzt mal so. Ich mache das, weil ich euch unterhalten will und es gibt Dinge, da will ich auch meinen wenigen Zuschauern und meiner kleinen Zuschauerschaft will ich fair gegenüber bleiben und möchte dahingehend nicht spoilern. Genau. Kurz und schmerzlos, rechnet aber bitte mit diesem Ganzen nicht vor 2026. Ich mache diese Sache zum ersten Mal. Das hier, was du jetzt in Worten in diesem Video gesehen hast, das mache ich zum ersten Mal. Recherchieren, dann verschiedene Dinge zusammenschneiden, Skript erstellen, das mache ich dann zum ersten Mal und daher nehme ich mir auch die Zeit dafür. Also bitte nicht böse sein, wenn das Ganze erst irgendwann 2026 erscheint. Es kommt, wenn es fertig ist. Genau, du hast jetzt alles Wichtige gesehen und somit bist du entlassen. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann. Eigentlich sehen wir uns in 2 Dingen. Ab dem 6.1. erfolgt im Community-Tab noch ein Eintrag. Genau, wie es weitergeht. Ich habe einiges vorbereitet. In einer neuen Aufnahme von Cyberpunk 2077 nach dem Prolog. Ihr seht jetzt noch, glaube ich, 2 Episoden. Genau, bis zum 13.1. glaube ich ist das. Und dann lassen wir, was du dann am Community-Tab dann nochmal sehen wirst, ab dem 6.1. bis in den März lassen wir Cyberpunk und Mass Effect mal durchlaufen. Genau, ich brauche noch ein klein wenig Zeit, um etliches vorzubereiten. Ich habe noch einige Intros zusammenzuschneiden und weitere Intros, die ich schon habe, um zu bauen. Sagen wir es mal so, wie du es im Generation Zero Intro gesehen hast. In diesem Video. Genau, also schmerzlos. Also dann, guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Ich wünsche dir was und wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Baba dabei mit, ich hoffe, gleich positiver Stimmung, wie ich sie derzeit habe, trotz verrückter Zeit, wenn man sich ein bisschen umschaut.